大得了呀，大得零点嘛，我下去，你们去不下的要的。大得零点你们得了 Wir sind 呀。 jetzt am 10. Tag unseres Malmrock Sommer damals angelangt und heute möchte ich alle die über das Internet hier zuhören, die Lehrmeister, die Kalyana Mitras, die Tykus und Ordinierten und Mönchen und alle meine Dharma-Freunde hier herzlich begrüßen. So, was ist heute zu tun? Wir haben bereits gehört an den anderen Tagen über Mahakashyapa, der Ananda verschiedener Vergehen bezichtigt. Und heute werde ich als Grundlage unserer Diskussion hier das nehmen, was in dem viergliedrigen Vinaya enthalten ist, bis hin und dann aber ergänzend mit den fünfgliedrigen Vinaya. Da gibt es die größere und die kleineren Abteilungen davon. Aus der Theravada-Tradition. Und ich frage mich auch, was ist die Anordnung der verschiedenen Punkte innerhalb des ersten Konzils in der Gliederung, wie sie in die unterschiedlichen Traditionen des Vinaya übermittelt sind. Und wie zum Beispiel die Anordnung, wie es im Mahasangika-Richtung oder in der Sarvastavada berichtet wird. Auch wie die verschiedenen Ereignisse gegliedert sind und aufgezählt innerhalb den verschiedenen feineren Arten des geregelten Lebens in der Mula Sarvastavada-Tradition. Die Anordnung, wie sie in der Mahasangika-Tradition übermittelt ist, berichtet darüber, wie zuallererst Mahakashyapa über das Paranirvana des Buddha Erfahrung hat und wie dann die Entscheidung gefolgt ist, einen solchen Konzil abzuhalten und dann die 499 dann nach Rajagriha sich begeben, die 499, weil Ananda zu diesem Zeitpunkt noch nicht sich der Gruppe angeschlossen hat. Und Mahakashyapa sagt bei dieser Gelegenheit, dass Ananda wie ein Schakal war, das ist so ein bisschen das Schlimmste, wie man jemanden nennen kann. Den sozusagen herabgewürdigt hat. Und Ananda hat daraufhin sich sehr zusammengenommen und hat in großem Eifer geübt, um das Ergebnis des Weges zu erlangen. Und nachdem er den Zustand eines Arhatas erreicht hat, wurde er eingeschlossen in die Gruppe und der 500. sozusagen und hat sich auf den Weg nach Rajagriha begeben. Ich glaube, ich muss das hier etwas ändern. Wenn ich zu geschäftig bin, dann bin ich hier etwas unklar, wenn zu viel zu tun ist. Und dann haben sie sich begeben zu dieser Höhle, die ja die siebenblättrige Höhle genannt ist, und haben dann mit ihrem Konzil begonnen.
Mahakashyapa hat daraufhin Ananda Fragen gestellt und er hat die Sutras zusammengestellt und Upali wurde gefragt von ihm und er hat Vinaya zusammengestellt. Und dann gibt es die Aufzählung der 7 Fehler von Ananda. Aber hier ist derjenige interessanterweise, der die Anschuldigung vorbringt, ist Upali. Das ist ein Unterschied in dieser Mahasangika-Tradition. Und dann die Frage, wie außerhalb dieser Höhle 1000 Mönche sich versammelt haben und eine Diskussion über die kleineren Punkte der Regeln hatten und zuletzt eine Diskussion darüber, dass man keine Regel einführen soll, die der Buddha nicht genannt hat und dass man sich aber durchaus schulen sollte in all den Regeln, die der Buddha je aufgestellt hat. Das ist die Anordnung der Punkte in der Mahasangika-Tradition. Dann haben wir Vinaya im Einklang mit Sarvastivada. Das wird auch manchmal die 10 Wiederholungen genannt im Tibetischen. Wir haben viele Namen für die verschiedenen, aber hier heißt es eigentlich die 10 Wiederholungen. Aber jedenfalls die Reihenfolge, wie sie hier genannt wird, in dieser Sarvastivada-Tradition, wie zunächst Mahakashyapa hörte von dem Parinirvana des Buddha und dann, wie er dann diese Bhikshus traf, die dann keine Vorschriften mehr einhalten wollten und daraufhin die Entscheidung traf, ein Konzil einzurufen, wie Mahakashyapa Ananda einschloss in diejenigen, die an diesem Konzil teilnehmen und wie sie dann diese 500 Mönche und Arhats zusammen nach Rajakriya sich begaben und Vorbereitungen trafen und wieder Mahakashyapa Upali fragt, den Vinaya zusammenzustellen und Mahakashyapa fragt wiederum Ananda, die Sutra-Abteilung zusammenstellen. Und dann Kashyapa fragt Ananda die verschiedenen Abhandlungen, das heißt wahrscheinlich Abhidharma zusammenzustellen und dann gibt es noch die kleineren Punkte des Vergehen, die diskutiert werden und die 6 Fehler von Ananda und dann, wie dann die Entscheidung getroffen wird, keine weiteren Regeln aufzustellen, sondern sich an die zu halten, die bereits aufgestellt sind und die beizubehalten. Das war nach Sarvastivada. Und dann haben wir die Abteilungen, wie sie in der Mula Sarvastivada-Tradition aufgezählt sind. Ganz allgemein, wenn wir über die 4 Hauptpunkte sprechen, die kleinere sind. Und dann gibt es die Unterschiede sind von den Hauptpunkten. Aber wenn man hier auf dieses war in Chinesisch übersetzt und in diesem Text sind die feineren Punkte nicht als eigene Texte ausgegeben. So, wenn wir hier über die feineren Punkte nachdenken, dann ist das einer von den 4 Texten des Vinaya, aber hier ist es kein separater Text. In der tibetischen haben wir die 17 verschiedenen Abteilungen der kleineren Punkte. In der chinesischen Tradition hat man nicht so viele, aber wir haben einen darin enthalten, der die geringeren wertigen Regeln bedeutet. Grundsätzlich ist die Bedeutung das gleiche, aber die Reihenfolge erscheint manchmal verschieden. Wie auch immer, heißt es hier darin, er hat also Mahakashyapa davon Kenntnis erhalten, dass mit Parinirvana des Buddha stattgefunden hat, dann die Malas bereiten die Verbrennung vor. Mahakashyapas letzte Begegnung mit Buddhas Körper und dann die
nach der Verbrennung die Entscheidung, ein Konzil einzuberufen. Und dann gibt es einen Punkt, der heißt, dass Ananda, das hier als Diener oder als Dienstbote auftritt, jemand, der sich einfach kümmert, der sozusagen, der sich um alles kümmert und organisiert, und Ananda den dann mit den 500 Ares zusammen nach Rajagriha sich begibt, um die Vorbereitung zu treffen für das Konzil, und dann, wie Mahakashyapa Anagandaruda fragt, um Ananda zu befragen, um ihn dafür zu inspirieren, dass er in dem Überdruss auftritt, und Mahakashyapa dann die 8 Fehler des Ananda benennt, und dann Vidibhudra lehrt Ananda Dharma, wodurch dann Ananda das Resultat erlangt, hat ein besondere dadurch Erlebnis erhalten, was dann das Erreichen des Resultats bestand, und dann wird Ananda beauftragt, den Sutra zusammenzustellen, und Upali die Vinaya-Abteilung. Das ist die Reihenfolge, wie sie hier in der chinesischen Version das ist die Beschreibung in dem tibetischen Kanon. Einige Leute sagen, dass die Anklage Anandas an Anandas hier erfolgt, bevor er sein Resultat erlangt. Und dass er dabei sonst aus der Gemeinde ausgeschlossen wäre. Aber in den anderen Texten heißt es, in dem Mahasangha oder Mahashaya oder Theravada Vinaya heißt es, und in den meisten Arten von Vinaya-Texten heißt es dagegen, dass er, nachdem er das Ergebnis des Weges erlangt hat, seinen Arhat-Zustand erreicht hat, dass danach er von Mahakashyapa der verschiedenen Fehler bezichtigt und angeklagt wurde. Das ist eigentlich der größte Unterschied hier, aber sonst sind da keine großartigen Verschiedenheiten zu erkennen. In einigen anderen Vinaya-Texten findet man auch manchmal verschiedene Anzahlen dieser Fehler, die dort als Anklage vorgetragen werden, oder eine verschiedene Anzahl von Fehlern, deren Ananda bezichtigt wird. Wenn man über die zweite Version nachdenkt, der Kommentar über die 100.000 versige Pragya Paramita, die werden wir jetzt heute besprechen, und mehr habe ich dann heute auch nicht zu sagen. Das nächste, was ich gerne hier vortragen möchte, ist Shusung Debe Duane Chongye Geda Kadu Tangbo Chebe Korim. Shiri Shajen Shuaida. Es ist die Reihenfolge, oder weiter mir zu fahren, mit der Reihenfolge, wie sie in der Dharma-Gupta-Tradition des Vinaya erklärt wird. Die Reihenfolge hier ist der Art, das ist aus dem Dharma-Gupta viergliedrigen Vinaya.
Schriften entnommen. Ich habe über das meiste was getroffen, außer die verschiedenen kleineren Vergehen, die daran besprochen werden. Das ist also Margaret über die Paranivada Erkenntnis erhält, dann für sein letzte Gelegenheit hat und so weiter. Das ist also, das brauche ich nicht zu wiederholen. Jetzt kommen wir über die Art und Weise, wie Vinaya zusammengestellt wird durch das Befragen von Upali. In dem fünfgliedrigen Vinaya heißt es, es ist dargestellt, dass die 500 Arahats dort in Rajagriha eintreffen im ersten Monat der Regenzeit-Retreats. Manchmal heißt es auch die erste, zweite, dritte Monate des Sommers, heißt aber auch die drei Monate der Regenzeit. Also der erste Monat, der hier zunächst erwähnt wird, jeder dieser Monate hat seine eigenen Namen in Sanskrit. Und der Tag, an dem sie ankam, war der erste Tag dieses ersten Monats dieser Regenzeit. Und sie haben sich diesen Monat lang damit beschäftigt, ihre verschiedenen Behausungen und Schlaf- und Wohnstätten, die verfallen waren mittlerweile, die wieder aufzurichten und sie in einen guten Zustand zu versetzen. Und dann im zweiten Monat haben sie sich dann in Sammlung geübt und darin in gesammelte Aufmerksamkeit verweilt, Dhyana. Und der dritte Monat war dann die Zusammenstellung der Sutras und Vinaya. So, Vinaya war zunächst hier durch die Frage an Upali zusammengetragen. Generell ist die Vinaya, wie es unterteilt ist, ein sehr demokratischer Weg, wie die Entscheidungen getroffen wurden. Und so sagt Upali, wenn jetzt bitte hört mir zu und wenn ihr Ehrbaren und wenn die Zeitpunkt reif ist und ihr damit einverstanden seid und so weiter, dann werde ich hier auf die Frage von Mahakashyapa antworten. So ist es in dem fünfgliedrigen Vinaya erklärt. Und dann haben wir die Beschreibung, wie sie in dem Theravada Khandaka-Texten enthalten ist. Nachdem sie dort angekommen waren, heißt es, in Rajagriha haben sie die verschiedenen Behausungen und Schlafstätten zubereitet, für die Gemeinschaft zu verweilen. Natürlich waren sie früher bereits da gewesen, aber niemand in der Zwischenzeit hat sich dann darum gekümmert, also war da immer eine Arbeit notwendig, alles wieder in guten Zustand zu versetzen. So haben sie die Zeit damit verbracht, erstmal Reparaturarbeiten zu vollziehen. So heißt es dort. Und dann haben sie Upali eingeladen und hat zunächst Mahakashyapa dies angesagt und hat die Frage gestellt an die Versammlung und ihrem Einverständnis gebeten, dass Upali jetzt Vinaya erkläre. Und dann hat es so sich entfaltet, dass es in einem Frage und Antwort so hier an Mahakashyapa die Frage gestellt und Upali hat die Antwort gegeben. Es war also ein Wechselrede und Upali war unglaublich bewandert in allen Aspekten des Vinaya, der geregelten Lebenweise und alles, was der Buddha je darüber gesagt hatte, konnte er sagen. Das war auch der Grund, warum Kashyapa ihn befragt hat.
So übernahm er so die Rolle des Kashyapa die Rolle des Moderators, der die Frage stellt, und Upali hat die entsprechende Antwort dazu geliefert. So, zuerst mal hat Upali dann darum gebeten, dass alle ihm vielleicht zuhören und dass ob auch ein Einverständnis darüber besteht, dass er jetzt auf die Fragen von Mahakashyapa antwortet. Und wenn Sie keinen Einwand haben, dann mögen Sie ganz stille sitzen. Oder wenn ein Einwand war, dann konnte dieser Einwand vorgetragen werden. So war damals die Art und Weise, miteinander zu diskutieren oder Entscheidungen zu treffen. So, dann kam die erste Frage und Kashyapa fragte ihn, wann fand der erste Ruin statt? Und das war also von den 553 Regeln, haben die verschiedene Zahlen. In verschiedenen Schulen haben sie verschiedene Nummerierungen oder Zahlen. Also in der Mula Savastra war das sind 253. Und die in verschiedene Abteilungen zerfallen. Die erste sind die Arten des Ruins und darum wiederum das erste. Und das sind die wichtigsten unter allen diesen Regeln, die zu benennen sind. Und so fragt er als allererstes natürlich nach dem, wann ist dieser erste Ruin, hat er stattgefunden? Wer hat das getan? Ja. Und Upali sagt dann, das war in Vaishali als Ort, hat es stattgefunden. Und derjenige, der dieses Vergehen vollbracht, war Sudata, der Sohn des Kalandaka. Und dann fährt Kashyapa fort und sagt, wo war geschah der zweite Ruin? Und dann Upali sagt, das war in Rajakriya. Und das war von der ehrbare Danika, der Sohn eines Töpfers, hat dieses getan. Und wann war denn die dritte Art von Ruin? Und wo war die dritte Art von Ruin? Und Upali sagt, das war an dem Flussufer oder an dem Ufer des Makata-Teichs in Vaishali und der Bhikshu, und ein Bhikshu war derjenige, der dies verbrachte. Und das vierte war die Frage, ja, auch in Vaishali war die Antwort, auch an demselben Ufer des Markata-Teichs oder Flusses. Das war der Ort, wo dieses Vergehen geschah. Das waren also die 4 Arten von Ruin genannten. Das war also die Frage, wo geschah es, wer hat es getan, was war der Grund für diese Regel. Und dann kam sie zu der zweiten Gruppe, das sind die übrigen genannt. Und dann fragt, wo ist das erste dieser übrigen geschehen? Und Upali sagt, es war in Shravasti, wo es geschah. Und es war zunächst Akal Lodain, der dies zuallererst beging. Und dann hat er in der gleichen Weise fortgefahren nach dem 2., 3., 4. und so weiter, dieser übrigen genannten Regeln gefragt. Und dann ging es um die unbestimmten Dharmas, wo dieses erst gestand, das erste der unbestimmten Dharmas und die erste sei geschehen, hat die Antwort in Shravasti, es war wieder Kalodain, der erste war, dieses Vergehen zu vollziehen und dann in gleicher Weise das 2., 3. und 4. dieser unbestimmten Dharmas, die auf diese Weise erfragt wurden. Und die nächste Gruppe sind dann die Einbußen. Und das sind 30 verschiedene Einbußen, die geschehen können. Und wo ist das erste geschehen? Und Upali sagt, das geschah in Shravasti. Und zwar die Bande der 6, die diese zuallererst beging. Das heißt also, für wen wurde diese Regel eingeführt, kann man sagen? Also für wen war diese Regel gedacht? Und diese Regel war gedacht für diese Bande von 6, weil sie die ersten waren, die diese erste Art von Einbuße vollzog oder beging. Und dann kommen wir zu der Abteilung der Abstürze.
Einige sagen, das sind 90 oder das sind 92 von solchen Abstürzen. Und die Frage war dann, wo ist der erste Absturz geschehen? Und die Antwort war, es geschah in Kapilavastu. Und die Regel wurde festgelegt, aufgrund von dem und dem. Und das so gleicherweise hat er diese Frage auf das zweite, dritte, vierte und so weiter, diese Abstürze gerichtet. Und dann kamen sie zu der nächsten Gruppe, das waren die in der Vinaya geregelten Lebensweise sind dann die sozusagen so zu bereuenden die Regeln über etwas, was zu bereuen ist. Und dann wird die Frage gestellt, wo ist das erste zu bereuende geschehen? Und die Antwort war, das geschah in Shravasti. Und es war aufgrund einer Bhikshuni Utpalavarna. Und in der gleichen Weise hat er dann fortgefahren, die verschiedenen Arten des zu bereuen, das zweite, dritte, vierte und so weiter abzufragen. Und schließlich kamen sie zu den Übungsfehlern, den Übungsvergehen. Und das sind 112 von solchen in der Mula-Savastava-Tradition. In anderen Traditionen sind verschiedene Zahlen, also über 100 verschiedene Arten von Übungsfehlern, die geschehen können. Und er fragt, wo ist das erste dieser vielen Übungsvergehen geschehen? Und die Antwort war, es war ein Shravasti und es war die Bande der Sechs. Wenn man fragt, für wen wurde diese Regel aufgestellt, es war wieder die Bande der Sechs, für die diese Regel gegeben werden musste, weil sie die Ersten waren, die dieses Vergehen begingen. Und so wurde dann über die zweite, dritte, vierte und so weiter dieser Übungsvergehen gesprochen, in Frage- und Antwortwechselrede. Und dann kam sie zu dem Bhikshuni Paratimoksha. Und nachdem sie alle solche Punkte, die Regeln, die abgefragt hatten, die mit den Bhikshunis und den Bhikshus zu tun haben, in dem Pratimoksha, der für die eigene Befreiung gedachten Regeln, dann war die Frage, wann wurde die erste vollständige Ordination durchgeführt? Und die Antwort war, es war in Varanasi, und es war die gute Gruppe der 5, die diese volle Ordination zuallererst empfingen. Und dann fragte Kashyapa, wo wurde zuallererst Vinaya-Disziplin, Pratimoksha, zuallererst gelehrt, also die Art und Weise des geregelten Lebens? Und die Antwort war, es war in Rajagriha, und es war zu einer großen Gruppe von 9 Mönchen, wurde dieses unterrichtet. Und dann die Frage, wann war das erste dieser Regenzeitklausuren? Das fand in Shravasti statt, und der Grund, warum es stattfinden musste, war wieder aufgrund dieser Bande von 6. Diese 6 Mönche, die immer ein außerordentlich ungebärliches Verhalten an den Tag legten, deretwegen wurde dies gelehrt. Dann war die Frage, wann geschah das erste Auflösen der Strenge, wie man sagt, das Pravarana, also am Ende der strengen Klausur, die Auflösung. Und es wurde auch in Shravasti durchgeführt, und es war auch, warum? Wegen dieser Bande von 6. In der gleichen Weise gingen sie durch viele Punkte in Wechselrede. Und alle diese Punkte, diese verschiedenen Punkte, die wurden so zusammengestellt. Niemals hatten sie vorher alles an einem Ort genannt, aber Upali hat sie alle vorgetragen. Und so haben sie alle dies zusammengefügt und das als die geregelte Lebensweise der Bhikshus bezeichnet. Und das dann als Vinaya bezeichnet ist für Bhikshus, und das Gleiche haben sie für die Regeln der Bhikshunis getan. Und ebenso für all die verschiedenen Rituale, die mit Gruppenleben zu tun haben und so weiter.
Das sind also die Poshata, die Sojong und wie man sich trifft für das Pravarana, für dieses Auflösen der Stränge. Und dann haben sie dafür eine Abteilung, ein Kapitel sozusagen eingefügt. Und dann haben sie alles was über Leder gesagt wurde und über Roben und über Medizin, Heilkunde und über Katina. Wir haben anderen Tags über Katina gesprochen, über das Ausbreiten der Roben und Segnen. Und so haben sie alles zusammengestellt, was mit dem Pratimoksha, Regeln zur individuellen Befreiung und dem Vinaya, geregelten Lebensweise zu tun hat. Und dies wird dann die Zusammenstellung all der Regeln, die man als Vinaya dann bezeichnet. Das nennt man den Korb, den Vinaya-Korb. Das ist der Übernahme für all diese verschiedenen Dinge, die darin enthalten sind, wie zum Beispiel Pratimoksha und die Regeln des Zusammenlebens und so weiter und die verschiedenen einzelnen Verhaltensregeln. Das war die viergliedrige Vinaya-Darstellungsweise und hier in der fünfgliedrigen Vinaya ist es sehr ähnlich. Es gibt noch einige. Das ist nicht kein Grund, dass ich das jetzt alles nochmal wiederhole. Das ist sind kleine Unterschiede, die jetzt nicht so wichtig sind. In der Theravada-Tradition ist es auch im Prinzip dasselbe. In all diesen verschiedenen Überlieferungswegen ist Vinaya-Disziplin, war die Vinaya-Regel für Bhikshunis, Wechselrede aufgestellt. Also Mahakashyapa stellt die Frage, Upali gibt die Antwort. Und das war aber nicht, dass die alleine sich unterhielten, sondern es war in der Mitte all dieser Versammlung der 500 Arhats, die dort als Gemeinschaft in das erste Konzil abhielten. Und dann hat Mahakashyapa danach auf diese Weise hat Mahakashyapa diesen Dialog in Gang gehalten und so hat Upali praktisch die Vinaya-Regeln zusammengestellt. Und jetzt in der gleichen Weise beginnt jetzt die Zusammenstellung des Sutras und mit Fragen an Ananda. Zuallererst musste Mahakashyapa die Gemeinschaft fragen, ob das korrekt wäre, dass sie ihm zuhören und dass sie alle, falls sie alle damit einstimmen, dass er heute Ananda fragen werde über alle die Dinge, die mit Dharma zu tun haben, die also dann Sutras genannt sind. Und Ananda beginnt dann und sagt, ehrwürdige Bhikshus, hört mir zu, und falls ihr so zustimmt, dann werde ich jetzt auf die Fragen von Kashyapa antworten. Und alle mussten jeweils die Zustimmung der gesamten Gruppe, der Gemeinschaft erwirken. Das war die Art und Weise, wie man damals Entscheidungen traf in einer Gruppe. Und so beginnt also Kashyapa Ananda zu fragen über Dharma und über Sutra. Und ich will das darstellen anhand der viergliedrigen Vinaya-Tradition. Und so fragt eben Kashyapa, wo war das zuerst gesagt worden und dann, wo ist das zweite und wo wurde das unterrichtet? Also zum Beispiel er fragt, wo ist die Brahmajala Sutra zuallererst gelehrt, dann wo ist das Sutra, das Buch der 10, dem Abhishkrama Sutra, wo ist die von dem Entstehen der Welt und Vergehen der Welt und so weiter, und wo ist das Sutra vom großen wechselwirklichen Abhängigkeit gelehrt, das Sutra von Chakras Fragen wurde das gelehrt und
und Sutra der langen Unterredung, Dirgha, Nikaya und so weiter. Und immer hat daraufhin Ananda geantwortet, wo und was, warum und wie gelehrt wurde. So hatten sie diese Unterredung, diese Wechselrede über Sutras, Lehrreden des Buddha. Und so kann man sagen, dass Ananda alle Sutra-Unterweisungen zusammenstellt. Dann gab es aber welche, die waren sehr lang, die waren die langen Unterredungen genannt. Und dann gab es welche von mittlerer Länge, der mittleren Unterredung. Und da gibt es einen Teil davon, in den verschiedene Kategorien enthalten, zum Beispiel die mit 10, die alle mit 10er-Kategorien zu tun haben. Das heißt, das sind die numerischen Unterredungen genannt. Und dann gab es Sutras, die zu tun hatten mit bestimmten Bhikshus, Bhikshunis oder mit verschiedenen Privatpersonen oder Göttern, Chakras oder Maras und Brahma. Das sind die verschiedenen verbundenen und die in Beziehung zu setzenden Unterredungen. Dann gab es Sutras über der Geburt und Jataka Sutra und Sutra der Auswirkungen von guten Handlungen. Und sind einige davon nicht in der tibetischen Tradition übermittelt, besonders die 4 Agamas, die sind nicht enthalten. Und viele der Gelehrten, die heute die Geschichte des Buddha nachspüren, finden solche Texte, das sind die ersten Schriften oder die ersten Niederlegungen der Worte des Buddhas, die 4 Agamas sind. Und diese 4 Agamas sind in der tibetischen Tradition nicht übermittelt. Wir haben aber einige Teile davon. Zum Beispiel das Sutra des Brahmas Netz. Also wir haben keine komplette Sammlung dieser 4 Agamas, aber wir haben einige ausgewählte Texte davon. Aber in Pali sind sie enthalten. Das ist die Sarvastavata-Übersetzung. Diese 4 Agamas. Und es wäre sicher gut, wenn wir in der Zukunft jemand erbitten könnten, der sehr gut bewandert ist darin und der in der Lage ist, der all diese Traditionen innehält und in der Lage wäre, das in das Tibetische übersetzen. Das wäre außerordentlich gut. Wenn ich die Gelegenheit habe, das zu tun, würde ich das gerne wahrnehmen. Aber es ist sehr schwierig für mich, das alles selber zu tun. Aber in jedem Fall ist das etwas, das wir alle, die wir in der tibetischen Tradition Verpflichteten hier in unserem Herzen behalten sollten. Wenn wir die 4 Agamas sprechen, das ist über Geburt, über das Resultat von guten Handlungen und das Sutra Jataka Sutras und das Sutra der Bedeutung von Worten, das Sutra der Analogien, das Sutra des Dharma, das Parayana Sutra. Und da ist tatsächlich ein Sutra der Verse, der Edlen und so weiter. Das sind einige davon. Eines davon ist übersetzt von Genten Shöpel ins Tibetische. Gibt es verschiedene von diesen Sutra-Texten. In Tibetisch nennen wir sie die vielfältigen Sutras oder wie sie auch die vielfältigen, unterschiedlichen Sutra-Texte genannt. So haben sie in dieser Weise die alle zusammengestellt und dann haben sie außerdem noch das zusammengestellt, was in Abhidharma fällt, also dann der 3. Korb, das zusammen sind die 3 Körbe, die erwähnt sind in dem 4gliedrigen Vinaya-Tradition. In ähnlicher Weise ist es in der 5gliedrigen Vinaya-Tradition genannt.
Hauptsächlich, wo die Frage ist, wo hat der Buddha das gelehrt? Für wen wurde diese Unterweisung gegeben? Welche sprechen? Welche wurden für Bhikshus genannt? Welche für die Bhikshunis? Welche für männliche oder weibliche Privatpersonen, für Götter und so weiter. In all diese Fragen in Bezug auf Sutras wurden aneinander gestellt. Und so haben sie die gesamte Menge aller Sutratexte zusammengestellt. Es ist also nicht nötig, das ist sehr ähnlich, ich muss nicht alles hier wiederholen. In gleicher Weise findet man in der Theravada Khandaka Tradition etwas, was ganz ähnlich ist wie mit der viergliedrigen oder fünfgliedrigen Vinaya-Tradition bereits erwähnt. Wenn man also über die Reihenfolge der Punkte in dem ersten Konzil nachdenkt, die hier in der viergliedrigen Vinaya-Abteilung genannt sind, so nach der Sutra-Zusammenstellung war Purna ein nächster Punkt. Purna war ein sehr wichtiger Schüler Buddhas. Einer der wichtigsten, die Dharma-Lehrten unter allen. Dharma-Lehrten war er der Erste, spezialisiert darauf, Dharma zu lehren. Also der ältere Purna war aber nicht eingeschlossen in die 500 Arahats, die dieses Konzil abhielten. Er war an einem anderen Ort zu dieser Zeit. Aber er hörte davon, dass die 500 Arahats sich dort getroffen haben in Rajakriya, um Vinaya und so weiter zusammenzustellen. Als er das hörte. Als er davon hörte, hat er 500 Bhikshus zusammengenommen und ist in diese Richtung nach Rajakriya sich begeben. Wie ich schon bereits gesagt habe, ist immer die Rede von 500. Aber wenn es 500 genannt ist, dann, wenn es Leute sind, sind es 500, wenn es Kleider sind, sind es 500, wenn es Stühle sind, sind es immer 500. Das ist so eine große Menge. Wie immer hat sich Purna aufgemacht nach Rajakriya mit einer großen Gruppe und hat ist dort angekommen, wo Kashyapa und die anderen sich aufhielten. Und was er zu Kashyapa sagte, war: Ich habe gehört, dass du und 500 Arahats dabei sind, die Vinaya-Regeln zusammenzustellen. Ich möchte auch gerne daran teilnehmen in einigen Punkten, die mit Dharma zu tun haben. Aber das ist eine Frage. Diese Frage ist, das war in der Mitte des Konzils, wo all die 500 Bhikshus sich zusammengefunden haben. Da waren also schon 500 Bhikshus dort. Purna kam mit einer Gruppe von weiteren 500. Dann haben wir insgesamt 1000 Bhikshus. Da heißt es, dass insgesamt nur 500 dort anwesend waren. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Wenn es 500 sind schon, und dann kommen 500 dazu, und nachher sind es doch wieder nur 500. Sind sie für die gesamte Zeit dort anwesend gewesen oder nicht? Das ist alles nicht sehr klar. Und deswegen habe ich solche Fragen dazu. Wie auch immer hat Purna, nachdem er dort ankam, zu verstehen gegeben, dass er teilnehmen möchte. Und Kashyapa darum gefragt. Und das war vielleicht der Zeitpunkt, wo sie bereits über Vinaya sprachen. Und Purna hört, dass sie über Vinaya sprechen. Und
단 도디기 거두 체베 나한테 되게 상황으로 지단 야부도 Woraufhin Polner sagte, das ist sehr gut, dass hier alles Sutras und Vinaya zusammengestellt wurde. 가르레슬라비나 Ich stimme mit allen überein, aber das sind 8 Punkte, über denen ich nicht übereinstimme. 나랑 그거스 고소스 가르 In der 고소스나 Vergangenheit, als ich in der Gegenwart des Buddha war, hörte ich, wie diese gesprochen wurden. Was ich gehört habe, ist, 카세 베나 다디 제량의 수위 지 카세 ich möchte später darüber sprechen, 리슈 aber vielleicht doch besser jetzt. 베나 권변나로리아 세 송조 제셔바다 봐 인중이 셀라 송조 Ob man in der Lage sei, Essen in einem Kloster zu bewahren und das Essen aufzubewahren für eine Gemeinschaft und ob er erlaubt sei, in einem Kloster zu kochen. 마답장 Ob 생기 세 마답장 für die anderen zu kochen. 다 신라 써발이야 정신기 Und ob man auch 민비 Essen annehmen kann, was von anderen gemacht wird, das nicht speziell für einen selber gegeben wurde. 양소수 렌즈 사셔와다 Oder ob er das, was man wenn etwas natürlicherweise Nahrung der Natur ist, ob man das einfach nehmen kann. 장시에봐서 지금 되지 용어도 와 베너지 신도 빠빠슈가 양롱 빠빠슈 쇼무셔 제제야 데 빠빠슈게로 이제 용어도 와 Und ob da Leute, die das Essen zunächst reinigen, 개론래야 승유 병기들이 전부 있네 아 디즈기 jemand ist, der das Essen zunächst reinigt für die Gemeinschaft. 승유 랭기 유인사래 제가 디길래 장시에봐는 Weil normalerweise da keine Privatpersonen dort Zugang haben. 디즈기 장시에봐 디즈기 장으로 마셔봐 있네야 렌쇼 쇼를 해지 Normalerweise wäre es so gewesen, dass eben normale Hausbewohner die Essen anbieten. Und ob es auch in der rechtmäßig sei, ob man Essen annehmen kann, was nicht von Hausbewohnern zubereitet war, speziell für einen selber als Geschenk oder Gabe gegeben. 중국민도 송도와 다 텔레야 위송이 가르랭 교연도 사나 걔가 송받는 시레스 Aber das ist, 상계가 된데 송과 김센데 아는 갑디도 und das habe ich so von dem Buddha gehört. Und der Kashyapa sagt, ja, das hat er zu dieser oder jenen Zeit hat er das so gesagt, weil dort die Ernte schlecht war 다 무게를 붙이고 있어요. oder dann nach später die Ernten gut waren und dann war wieder reichlich zu essen und trinken da. Und wenn da Hungersnot ist, dann ist es eine besondere Zeit. Normalerweise sind wir nicht es ist uns nicht erlaubt, in den Klöstern Essen aufzubewahren, aber dann war das sehr schwierig für die Hausbewohner, Essen für uns jeweils bereitzustellen. Und deswegen hat er erlaubt, dass ein Mitgefühl heraus sollte, damals. Aber dann später, wenn dann diese Ernten wieder gut sind und es genug an Essen und Trinken da, dann sollten Leute sich wieder so verhalten wie zuvor. Aber die Art und Weise, wie du das sagst, ist nicht korrekt, weil wenn er eine Regel gemacht hat, das erlaubt hat, und dann später dann zu meinen, dass es wieder verboten sei. Niemals hat er so etwas getan. Und Kashyapa sagt, wegen dieser Allwissenheit des Buddha, dass er solche Regeln des Vinaya aufgestellt hat und besonders, wenn er solche Regeln gemacht hat in Situationen, die zu einer bestimmten Zeit und einem Ort anzuwenden sind, dann hat er sie genau zu den Umständen und den zeitlichen Gegebenheiten hin erlaubt oder manchmal zu anderen Gelegenheiten nicht erlaubt. Er wollte sie dann einschränken. So Einschränkungen und Erlaubnisse, je nach den Umständen. Und gleicherweise die Regeln zusammengestellt hat.
아니 대가 저기 machen 봐. wir keine Regeln, die der Buddha nicht gemacht hat. Und die er gemacht hat, die Regeln werden wir nicht aufgeben, sondern wir 로브존샤. nehmen sie so, wie er sie gesagt hat und versuchen sie einzuhalten. 집에 나올 때 송샤. 나는 뉴아 Das ist die Art und Weise, wie 야랑 es in der viergliedrigen Vinaya-Tradition übermittelt ist. 집어버리세. In der fünfgliedrigen ist es sehr ähnlich. 다 나는 내림에 뉴에가 나올래 대러버지 송샤. 다 간다들이 쟤네. Und auch ungefähr dasselbe in der Theravada Khandalika-Tradition. Der Hauptpunkt dabei ist, 예체시 버체. 공기 급디디 유순체메 dass Purna ein wichtiger Schüler Buddhas war. 거두 나버텔이야. 또 지금 삼샤로 유해된이지. 다 그래서 Er 제단 hatte eine Meinung über bestimmte, diese Zusammenstellung seiner, die anderen durchgeführt haben und hat seine Meinung kundgetan. 순서로 교회 자주 망합 얘기 거두 나베 나한테 탐제로야. 균나메베 소리지. 다들이 지금 내주지 예대버리샤. 야대야 아주 지 Es scheint, dass Purna nicht mit allem übereinstimmte, was die 500 Arhats unter der Leitung von Mahakashyapa dort 가르고 지금 전부 잘 zusammengetragen haben. 개바 슈쇼래. 다들인 드네르지. Also etwas, das man noch weiter an Forschung investieren müsste. Das ist im Prinzip, 공사를 봐. 안 드네르지. das ist im Prinzip, was ich heute zu sagen habe. Und wir haben heute keinen zweiten Teil, Sitzungsteil, und dann morgen ist ein freier Tag. Ja, da Sani marda. Danke Sani la Wort Sani dia, ohne Sani marda. 你们还是进行别节生意的，大概说， Also in einigen Tagen, 他准备 in einigen Tagen von jetzt, 这里 wenn wir mit all dem hier 这里就是你们 fertig 的， sind, 呢，am 11. 苏亚都新买的，特别少。真的，你我们 sollten Ja, wir Shakyamuni-Ritual abhalten. 가담리아 지금 튜모메인 베게 도덤글라 시요아레스. 나디난 당보디 덴베 다보 덴바 샤게도 봐. 4 besonderen Kadampa-Gottheiten. Da ist Shakatupa, der Shakyamuni, der Herr der Lehre. 저 집안에 어디서 호랑기 Und dann für Avalokiteshvara für Tibet und für Tara, Atishas spezielle Gottheit. Und Achala, der Beste, um Hindernisse zu beseitigen. Das sind die 4 Gottheiten der Kadampa-Tradition, die sie hauptsächlich in der Tapokagü-Tradition. Dort, wo Mahamudra und Kadampa zusammenfließen. Mahamudra, das so 6 Dharmas, die über Maitripa und Tilupa und Naurupa und das mit den Kadampa-Traditionen verschmolzen. Das sind sie. Besonders Kadampa ist wichtig als Grundlage für den gesamten Erfahrungsweg. Deswegen heißt Kagyu, dass es der Zusammenfluss von Kadampa-Tradition mit Mahamudra ist. Das ist der Name, der dem gegeben wurde, und ob wir in der Lage sind, dem auch so zu leben, wie dieser Anspruch ist, das ist eine andere Frage. In einer Hinsicht ist eine der besonderen Gottheiten dieser Tradition, der Kadampa-Tradition, eben Shakyamuni. Es ist nicht nötig zu erwähnen, dass Shakyamuni natürlich als der Lehrer, der Herr der Lehre ist. Das ist der Grund, warum es damals durchgeführt wurde, und deswegen wir es dann auch dieser Tage noch einmal hier durchführen. Und das Text dazu, ich bin dabei, diesen Text zusammenzustellen. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit, diesen Text zu vervollständigen.
Ich habe Wahnsinn. grundlegend 但格莱王我给 das 谁？ Ritual im Großen und Ganzen bereits fertiggestellt, viel Zeit damit verbracht und sehr viel Mühe hineingesteckt. 창문로리아 Und man kann 펜더를 dann fragen, warum steckst du all so viel Arbeit da hinein? 주주로 땅 Aber ich habe den Wunsch damit, allen zu nützen und in 같이 jedem 주거를. Fall 아니 계시 주주는 다음이네. habe ich 왜 그때 봤지? da eine Zeit investiert und habe das zusammengestellt. Ich hoffe, dass wir es zusammen durchführen können. 난 Und 이제 더 있으면 남세 wenn ich noch in der Hoffnung, dass ich noch eine Preisung an den Buddha 이제 hinzufügen kann, 저다 저도임 대내면도 가라사는 쪼디 um 수주 처리 allen, die mit mir verbunden sind, eine große Vermehrung ihrer Gutheit zu ermöglichen. 고도 차보차 Und so habe ich diese viele Dinge zu tun hier, nämlich mich auf diese Vorträge hier vorzubereiten und dann diese Rituale auszuarbeiten und so. Wenn das alles zusammenkommt, dann fühle ich mich manchmal etwas merkwürdig, aber wie auch immer. Wenn ich genug Zeit finden sollte, möchte ich auch gerne eine Preisung an den Buddha schreiben und das einfügen in dieses Ritual des Shakyamuni. Jetzt kommen wir zu den Widmungen und Wünschen.